So, nach dem Einzug in die Champions League geht es dann in der Premier League wieder weiter. Und wir haben als nächsten Gegner mal Aston Villa. Es ist uns leider nicht gelungen. Das ist vielleicht nicht gut. Gescheitert. Warum ist das gescheitert? Scheiße, jetzt haben wir... Wir haben nicht viele Spieler mehr in der Saison. Also für die Hinrunde. Wie viel haben wir denn? 25. Ich hoffe, es verletzt sich keiner schlimmer. Weil sonst stehen wir da. Wenn wir nicht vielleicht nur Ding haben und ich glaube, wir verpflichten keinen mehr. Die Jahresabschlussbilanz. Ja, wir haben immer noch über 100 Millionen am Konto. So, dafür haben wir neue Mitarbeiter eingestellt. Und zwar wen? Ja, die 4 Herren da. Ja, da sind wir natürlich nicht dabei. Tja, wir haben keinen Spieler mehr eingestellt. Das ist scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt so mitten unter der Saison mal einen verpflichten, damit der in der Winterpause dann kommt. Aber gut. Ich denke mal, wir werden die Hinrunde schon irgendwie überleben. Oh, sie sind wieder überhaupt nicht in Form. Das ist schlecht. Das ist natürlich ganz schlecht. So, die spielen in Rot, dann spielen wir in Weiß. Scheiße, was mache ich denn da? Ja, ist auch nicht fit. Den haben wir gekauft, der hat noch nicht gar nicht gespielt. Der Amerikaner. Jetzt müssen wir vorne irgendwie einen außer da. Erst einmal. Oder lassen wir das so? Halt, was haben wir denn? Was ist denn mit ihm da? Wo kann der spielen? Xavi Garcia. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Also Ben Afa lassen wir doch haben, der ist ganz schlecht dran. Heute sind wir schon wieder unten. Ja, sag mal. Ding nehmen wir auch mit, Anita. Der spielt nämlich ein Ersatzspieler. Und Dodo muss ich einfach drin lassen, weil sonst habe ich keinen mehr. Wobei, der kann da rechts spielen. Ja, hilft ja nicht. Das müssen wir improvisieren. Gut. Vielleicht haben ja die anderen einen schlechten Tag. Und heute spielen wir in Villa Park. Bei Aston Villa. Ja, das erste Saisonspiel haben wir gewonnen gegen Arsenal London. Und zwar 1:0. Jetzt wollen wir natürlich weitermachen. Mit dem nächsten Sieg. Dann Sobia. So, Santon ungewohnt, diesmal auf der linken Seite. Soll aber nicht immer so sein. Fahrfahren. Ja, das ist ein bisschen eng geworden.
Gut, weiter geht's mit einem Einwurf für Aston Villa. Bennett. Petrov. Baccio. Mit einem Weitpass auf Sobia. Erwischt er den? Nein, den hat er nicht mehr erwischt. Der war davor schon aus. Und Dembaba, der Afrikaner. Und kein Foul. Gibt's sowas? Ja. Das war ja irgendwie klar, oder? Dass er das sagt. Neskens mit der gelben Karten. Der Trainer hoch erfreut. Und Petrov. Bent. Ach, den Bent, den kennen wir doch noch. Der hat uns in der ersten Saison doch die Hucke vollgehaut. Aber das ist mir nimmer. Da ist es wieder. Bent. Florenzi kann einen Ball zurückgewinnen. Jetzt müssen wir gerade mal ankommen. Ja, viel Pass. Ja, und Scher, da ist er doch, der Amerikaner. Aus dem Nichts außer 1-0 für Newcastle. Das war doch gar nicht mal so schlecht gespielt. Das war der hohe Pass von Ronaldo. Und Scher nimmt den Volley und haut den in die Maschen. Und somit führen wir schon mal. Also bisher läuft alles nach Plan. Ireland. So, Krul hat ihn ganz sicher. Sørensen, der Däne. Ronaldo wieder blockt. Petrov. Und Santon mit der Rettung. Baccio. Okay, und wieder Krul. Dembaba hat ihn. Florenzi kann schießen, aber wieder blockt. Lowton, was macht er? Flar, der Holländer. Bent. Immer noch Bent. Ja, da war er doch wieder. Unser Bent, ja. Der hat uns nicht das erste Gegentor eingehauen. Und den haben wir nicht stoppen können. Und erst trifft unseren Verteidiger und dann haut er uns das Ding in die Maschen. Ja. Darum heißt es jetzt 1-1.
Aber das soll natürlich nicht so bleiben. Bennett. Dann. Oder ist der Dune? Keine Ahnung. Ich sage mal dann dazu. Ja, unsere Spieler sind alle nicht in Form. Also Face sind überhaupt nicht fit. Oh, an allen vorbei. Scher bleibt Hänger. Gut, 1:1 zur Halbzeit. Ich denke mal, jeder hat sich das Tor verdient. Tja. Wollen wir wechseln? Es gibt nicht viel zu wechseln, weil keiner fit ist. Aber wir könnten vorne da wechseln. Und dann Destro bringen. Dann haben wir den nochmal links. Den noch rechts. Und dann bringen wir Xavi Garcia. Aber mehr defensiv. Vielleicht kann er ja was reißen. Ronaldo, unten ist Florenzi. Ja, das wird natürlich super gewinnen. Wieder Florenzi. Ja, Ronaldo will es zuschieben, machen. So, Vorsicht, Ben läuft schon wieder. Den los ich diesmal nicht aus den Augen. Scher erwischt den. Und es gibt einen nur für Newcastle. Das war nicht gut. Das war anders gemeint. Und wieder Bend. Ja, hat immer noch. So, Ronaldo jetzt. Ja, der verliert ihn. So, Scher, der Schütze zum 1:0. Florenzi. Island. So, guck mal von Florenzi, es gibt einen für den Aston Villa. Ja, Ronaldo, der überhaupt nicht in Form. Der erwischt gar nichts. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Stürmer nicht, die möchten jetzt das 2:1. Gut, so natürlich nicht. Garcia. Scheiße, wo ist denn das da mal? Den sehe ich gar nicht. Dann haben wir mal da andersrum. Hinten kann man auch wechseln.
Garcia. Ja, ich glaube, wenn es so weitergeht, dann spielen wir unentschieden. Ach, jetzt geht Ben raus, das ist gut. Das ist ganz gut. Dafür gibt es jetzt Ecke. Ich glaube, das ist die erste, oder? Ja, da läuft keiner mit. Island. Gut gemacht, Sörensen. Destro. Weiter Pass auf Scheer. Ja, Garcia probiert es einmal. Aber trifft gerade einen Verteidiger. Ja, das war zu sacht von Florenzi, der hätte richtig drauf haben sollen. Dann hätte vielleicht was werden können. Und das war ganz knapp. Ja, den erwischt er nicht. Das gibt einen weiten Einwurf, wird man mal abpassen. Vorsicht. 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, spinnt der. Aber vielleicht können wir nur eine Chance ausspielen. Eine richtige Chance noch. Scheiße, das sind 2. Jetzt hat. Ja, das war die Chance. Aber leider links am Tor vorbei. Ja, somit bleibt es beim 1:1. Ich glaube, das ist ganz gerecht. Ne? Wir waren beide gleich stark. So, dafür plumpsen wir ober auf Platz 9 dabei. Die Gruppenauslosung. Oh, das schaut aber nicht gut aus. Das schaut überhaupt nicht gut aus. Wir haben aber eine harte Gruppen gekriegt. Barcelona, Galatasaray und Bayer Leverkusen. Das wird richtig hart. Ja, und unser nächster Gegner ist der FC Sunderland. Und das ist unser Derby-Gegner, also das sind irgendwie, ja, Lokalderby oder sowas.